Ja, ich wollte ja eigentlich jetzt zum FC sagen. Die hört eigentlich ja halt hier hin, aber das ist ja doch ein bisschen erfreulich am Fede im Moment. Ne? Kann aber lange. Obwohl ich hatte letztes Jahr schon, nach alle Kipper, letztes Jahr schon gesagt, der Kipper ist gut. Das ist ja schon wichtig. Der Timo Horn, der ist klasse. Aber das ist immer der neue Straße benennen wollte in Köln. Ja, das war typisch, der Größte war. Gut, aber in der alten Geschichte von Heinz Weber, die ich jetzt vorlesen darf, da geht es um jetzt ganz anders. Da geht es um Kulinarischkeiten, also um Ernährung. Und, das ist ja aktuell Thema, man muss ja aufpassen mit der Ernährung heutzutage. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass also Spaghetti, ne, mit Sauce Bolognese aus dem Aldi und geriebelte Parmesan aus dem Lidl am allerbesten schmeckt, wenn man stattdessen Butter dran isst. Die Spanien-Zone. Wir waren daheim mit 7 Kindern, 6 Junge und 1 Mädchen. Wer Kölsche Pens kennt, der weiß, was so ein Reitbote mit sich bringt. Das ist aber nicht so doll, wo dafür sorgte unser Vater, der mit uns Trabanten ein streng Regiment führt. Das war vor allem mit dem Mordsige, unnötig ever auch der Fall. Das Mädchen bat ein großer Kumpel zu auf der Tisch und scheppte jeden in. Da kam einer auf eine schlaue Idee. Er sprang vom Stuhl ab, legte den Spargel los, der wohl in seinen kleinen Hängflutsche und knallte der weiche Knobbel mit Rupizität nach oben an der Decke. Kletsch, pläff der Brei nach oben geklemmt. Und wir anderen, die wieder Sachen nicht fuhren oder backten nicht und kletsch, nicht, klatsch, jückten wir nicht so breie Kötespargel nach oben an der Plafond akkurat in das Gipsenschneider. Hier und da lurten uns einer der andere los an und riemerte verfreut, aber der Vater dran kreate, was wahrhaftig sonst nicht so leicht möglich war. Aber uns freut sollt nicht lange dauern.